Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Champions League Halbfinale-Rückspiel, 2:1 verloren, verdient aus der Champions League ausgeschieden. Das können wir definitiv sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich maßlos enttäuscht. Ja, das trifft es eigentlich am besten. Ich versuche es mal kurz ein bisschen durchzugehen. Noten werde ich heute nicht machen. Das würde in der Katastrophe enden. Ich werde sagen, wer mir gut gefallen hat, wer mir schlecht gefallen hat. Zu allem anderen habe ich keine Lust, bin ich nicht in der Lage zu. Eigentlich hatte ich das Gefühl, nach dem 1:0 durch Fonzie Davies, ausgerechnet Fonzie, hat er sehr stark gemacht. Ja, Lob und Anerkennung für Fonzie, hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht auf der Position. Ansonsten waren wir nach vorne eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum Leroy Sané so lange auf dem Feld war. Der Mann war eine absolute Katastrophe offensiv, hat absolut nicht stattgefunden. Es hat nur eine Mannschaft gespielt, das war Real Madrid. Von daher haben wir es nicht verdient, weiterzukommen, Leute. So knallhart, wie sich das anhört, muss man das einfach mal sagen. Wir haben es nicht verdient, weiterzukommen. Wären wir weitergekommen, wäre es super lucky gewesen, genauso wie die Dortmunder gestern, wobei die Dortmunder sich noch gewehrt haben und wenigstens versucht haben, vorne Nadelstiche zu setzen. Wir haben es gar nicht versucht. Ja, oder wir haben es versucht und es ist im Sande verlaufen. Wir haben 2 Schüsschen von Harry Kane gesehen. Das war das Einzige und die Einzelaktion von Fonzie Davies. Das ist alles. Sonst, es hat 90 Minuten oder 100 Minuten nur Real Madrid gespielt. Ich habe noch nie, seitdem ich FC Bayern-Fan bin, also seitdem ich lebe, solch eine Leistung gesehen, solch eine Taktik. Das war heute, ich weiß nicht, wir haben auch vor dem Tor, ja, ich habe es zu der Mara gesagt, wir haben zusammen geguckt, ich habe es gesagt, was macht der Tuchel? Was ist der Ansatz? Der Ansatz ist, wir spielen auf Elfmeterschießen, oder was? Wir haben ein Zeitspiel gemacht, wo es 0:0 stand. Haben wir angefangen, auf Zeitspiel zu gehen, Manuel Neuer. Ich habe einen Kackreiz gekriegt, Leute. Das hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Diese Spielweise ist eine Katastrophe. Ja. Von daher sind wir nochmal völlig zu Recht aus der Champions League ausgeschieden. Und ich drücke Dortmund alle Daumen, die ich habe, dass sie Champions League-Sieger werden. Ja, damit das bei uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr knallt am Ende der Saison. Weil das wird es dann nämlich. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ich habe noch nie so eine destruktive Bayern-Leistung gesehen. Wo man sich 90 Minuten hinten reinstellt. Wir haben ja noch nicht mal den Ansatz gemacht, mal versucht, nach vorne zu spielen. Ja, der Einzige, der es versucht hat, war Pavlovic. Ja, und der hat in der zweiten Halbzeit auch schon angefangen zu resignieren und hat den Ball auch nur noch quer nach hinten gespielt. Wir haben nicht, erste Halbzeit, habe ich auch zu Mara gesagt, wir haben nicht einmal Eier gehabt. Nicht ein einziges Mal. Immer, wenn wir Ballbesitz hatten, quer und nach hinten. Immer. Durchgehend. Wir haben komplett 100 Minuten, wie dieses Spiel ging, gespielt. Wir stehen mit 10 Mann hinten drinne und spielen auf Konter. Sorry, Leute, dann haben wir es nicht verdient, als der verfickte FC Bayern München ins Champions League Finale einzuziehen. Haben wir nicht. Wir sind nicht mit dem 1:2, 1:3 nach Madrid gefahren. Ja, 100% true, unterschreibe ich das. Kannst du so agieren, kannst du machen. Ja, am Ende knallt die Peitsche. So. Ja, wir haben mit viel Glück das 1:0 durch eine super starke Einzelaktion von Fonzie gemacht. Gar keine Frage. Und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht das Gefühl, dass Real Madrid noch ein Tor schießen wird. Ja, die Chancen, die sie versiebt haben, habe ich noch zu Mara gesagt, so, ja, die schießen kein Tor mehr, der Bums ist durch. Ja, falsch gedacht, weil unser, so hochgelobter Kapitän, allgegenwärtige, gottgleiche Mensch auf dieser Welt einen Torwartfehler macht, der eine Katastrophe ist. Und dadurch Real Madrid aufgewacht ist. Ja. So. Danach das 2:1 und dann war der Bums durch.
Habe ich aber dann auch gesagt, du hast 1:1 gefallen. Ich so, Real Madrid macht jetzt das zweite und dann ist der Bums durch. Warum war der Bums durch? Weil unser gottgegebener Coach alles darauf gesetzt hat, dass wir das 0:1 über die Zeit bimmeln, indem wir Min-Jae Kim eingewechselt haben, indem wir einen Harry Kane ausgewechselt haben, indem wir Musiala ausgewechselt haben. Wer hätte denn jetzt noch ein Tor schießen sollen? Die einzig Offensiven, die auf dem Feld standen, hießen Choupo-Moting, Thomas Müller. Leute, selbst wenn wir in eine Verlängerung gekommen wären, Torgefahr wäre gleich 0 gewesen. 0. Minus 10 wäre die sogar gewesen, auf einer Skala von 1 bis 10. Katastrophe. Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Sorry. Dass man Min-Jae gebracht hat, weil Kimmich maßlos überfordert war, eine Grottenleistung heute gezeigt hat, völlig überfordert mit Vinicius gewesen ist, der 4-mal oder 5-mal hintereinander ihn einfach hat stehen lassen und an ihm vorbei ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber dann wechsel doch den Kimmich aus. Was soll das? Dann wechsel doch den Kimmich aus. Und gut ist. Ja, dann geht der Mazraoui nach rechts. Habe ich auch zu Mara gesagt. Ich sag, warum wechselt der nicht den Kimmich aus? Der war unterirdisch. Unterirdisch schlechte Leistung von Josh. Von der ersten Minute an. 0 Zutrauen, 0 Selbstbewusstsein. Nochmal, der Einzige, der das hatte, waren Pavlovic und Musiala. Und ein Kane hat sich den Arsch aufgerissen. Alles andere, Alter, war eine Durchschnittsleistung. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Unsere beiden Innenverteidiger waren noch sehr präsent. Ja, gerade erste Halbzeit haben einen guten Job gemacht. Alles andere drumherum mittelmäßig. Conny Leimer heute auch mittelmäßig. Mazraoui mittelmäßig. Kannst ja durchgehen. Sané unterirdisch schlecht. Note 6. Ja, wenn wir es benoten müssten, Note 6. Ja, hat 3-4 Mal gut mit nach hinten gearbeitet. Sein Job ist die Offensive, das war Note 6. Warum man einen Serge Gnabry in Stuttgart hat 80 Minuten spielen lassen und sich dann wundert, dass er nach 10 Minuten ausfällt, wieder mit einer Muskelverletzung. Halleluja! Aber Serge macht ja ein Tor gegen Real Madrid, ne? Gar kein Problem. Nee. Sorry, Leute. Das war nicht Bayern-like, wie man so schön sagt. Das war noch nicht mal... Junge, ich habe noch nie so ein Angsthasenfußball von unserer Mannschaft gesehen. Noch nie. Und wir haben schon viele Spiele in Real Madrid gemacht, ja. Katastrophe. Sorry, absolute Katastrophe. Ich fand's gut, die Aufstellung war gut, hat er gut gemacht, ja. Ist genau die Aufstellung gewesen, die ich im Taktikfuchs auch gemacht habe. Pavlovic habe ich auch gefühlt, hat's gut gemacht, hat das Spiel an sich gerissen, hat Anweisungen gegeben. Aber so ein Kimmich zum Beispiel war gar nicht auf dem Feld. Warum man dann, wo ein Pavlovic verletzt war, warum man dann nicht einen Gore gebracht hat? I don't know, Leute. I don't know. Wir haben gefühlt 5 Minuten mit 10 Mann gespielt. Auch das absolute Katastrophe. Warum man nicht einen Tell reingebracht hat, ich weiß es nicht. Man hat halt alles auf die Karte, wir retten das 1:0 über die Zeit gesetzt. Und das beim 1:0 auswärts bei Real Madrid. Und das muss man nicht verstehen. Sorry. Nein. Klar. Ich verstehe das Gefühl. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass Real Madrid heute einfach nicht der Tag ist. Ja. Dass sie nicht unbedingt ein Tor schießen würden. Aber du kannst nicht alles auf diese Karte setzen, wenn es nur 1:0 steht. Was wäre passiert? Es wäre nur 1:1, wir wären in die Verlängerung gegangen. Real Madrid hätte uns zerlegt, Alter. Wir haben gar nichts mehr auf dem Feld gehabt, was ansatzweise offensiv spielen kann. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut, jetzt deine Manu da zu zerreißen, nee, natürlich nicht, aber das Ding war natürlich eine Katastrophe. Ja. Hat davor 2-3 Mal gut gehalten, gar keine Frage. Nochmal, Kimmich war maßlos überfordert. Es ging alles über die rechte Seite. Unsere rechte Seite war tot. Es war jeder Ball, der über die rechte Seite nach vorne ging, Ballverlust. Ob Kimmich, ob Sané, spielte keine Rolle. Es war tot. Ich weiß nicht, warum wir uns das... Wann wurde ausgewechselt? Ich weiß es gar nicht. Guck mal eben, warum wir uns das 77 Minuten antun mussten mit dem Leroy. Der war eine Katastrophe heute. Aber wie soll er auch anders performen, Leute? Ja. Naja. Gut. Mein Fazit, dieses Spiel völlig zu Recht ausgeschieden. Ja, erste Halbzeit war grausam von uns. Wir haben immer mal zweimal so 5 Minuten gehabt, wo Real uns den Ball gelassen hat,
Und was haben wir damit gemacht? Wir haben ihn quer und nach hinten gespielt. Der FC Bayern München. Wir haben nicht einmal nur ansatzweise wie zu Hause versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Wir haben nicht einmal ansatzweise so gespielt wie die zweite Halbzeit gegen Chelsea zu Hause. Wir haben das Ding im Hinspiel schon vercoacht, schon verloren, indem wir nicht gesagt haben, wir gehen auf das 3:1 oder auf das 4:1. Nein, wir haben auch da durch individuelle Fehler uns die Tore gefangen. Heute durch individuelle Fehler das so 1:1 gefangen, das dann Real Madrid mit dem Stadion, aber spielt ja keine Rolle, dass man auswärts spielt, ne? Dass die dann den Kicker kriegen und aufs Zweite gehen, völlig normal. Ja, also. Gut, der Vollständigkeit halber, Leute, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken. Real 58% Ballbesitz oder 57, wir 43, Abseits 0,2, Fouls 12,10, Zweikampfquote 48:52, Schüsse aufs Tor 7,5, Schüsse insgesamt 19,8, Ecken 8,4. Wir haben 4 Ecken gehabt. 3 hat Kimmich geschossen. Katastrophe ist noch geschönt. Ja, ist wirklich noch geschönt. Angekommene Pässe 571, 416 Flanken, 16,2. 2 Flanken. 2. Die habe ich noch nicht mal gesehen. Schüsse insgesamt. Kane 3, Mraz, Raui 2, Davis 2, Torschussvorlagen, Kane 1, gewonnene Zweikämpfe, De Ligt 9, Kimmich 5, Leimer 5, Ballkontakte 100, Dyer 78, Pavlovic 76, Kimmich. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, Benotung schenke ich mir, Leute. Wir können es ganz kurz mal durchgehen. Wer ist positiv aufgefallen? Ich denke, Pavlovic, ja, war der beste Mann. Gerade erste Halbzeit, hat sich reingebissen, hat versucht, das Spiel an sich zu reißen. Zusammen mit Musiala. So, das waren die einzigen beiden, die ein bisschen was versucht haben. Alles andere war noch nicht mal eine unterdurchschnittliche Leistung. Außer Dyer und De Ligt, die würde ich noch reinnehmen mit einer 3. Die waren auf einem guten Niveau, aber ein sehr gutes Niveau. Da hat auch ein Tacken gefehlt. Aber gut, vielleicht sahen sie auch einfach so schlecht aus, weil oder schlechter aus, weil das, was drumherum war, unterirdisch war. Leider, ja. Also, an meinen Augen war das eine Katastrophe. Spielverlauf, weiß ich nicht. Gefühlt haben wir die erste Viertelstunde gar nicht stattgefunden. Wie gesagt, dann hat Real uns mal 5 Minuten den Ball gelassen. Dann haben wir ein bisschen Sicherheit gehabt. Für so 10 Minuten waren wir ein bisschen irgendwie gefühlt da. Haben aber nicht die Eier gehabt, den Ball nur ansatzweise mal in Angriff zu spielen. Ja, immer nur quer und nach hinten. Danach hat Real weiter dominiert und Real hat das Spiel 90 Minuten dominiert und damit sind wir verdient ausgeschieden. Also, für mich positiv aufgefallen ist Pavlo, Musiala, durchschnittlich, also normal war für mich Dyer, De Ligt, Kane, Fonsi und der Rest war, ja, Neuer kannst du auch noch sagen, hat eine gute Leistung gebracht bis zu dem Fehler, aber auch dann beim zweiten, er versucht gar nicht erst irgendwie an den Ball zu gehen, sondern hebt direkt den Arm. Der Ball ist noch nicht mal reingeflankt worden. Ja, also ich weiß nicht, warum er immer vorher abschaltet. Ist für mich ein Unding. Auch Leroy 3-4 Mal erste Halbzeit im Zweikampf. Bleibt einfach stehen. Ja, Schiri, musst du doch pfeifen? Nee, muss er nicht. Schiedsrichter, vielleicht da ein Wort zu, war super. Ja, konsequent, hat sich nicht beirren lassen, auch nicht von der Atmosphäre, nichts. Hat das Tor zurückgenommen, was ein klares Foul war, wenn man ihn im Gesicht packt und umstößt. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ja, zweite Halbzeit, keine Ahnung. Ich habe noch nie so einen destruktiven Fußball bei uns gesehen. Und ganz ehrlich, wären wir so weitergekommen, ich weiß nicht, was ich für Worte gefunden hätte, Leute. Katastrophe. Für mich eine absolute Katastrophe, so aufzutreten, aber naja. Wir haben die Quittung dafür bekommen. Wir sind verdient ausgeschieden. Ja, das können wir festhalten. Völlig verdient. Also, wenn man so destruktiven Fußball spielt und selbst dann nicht jeder bei 110% ist, da muss man sich nicht wundern. Wir hatten das Glück, dass Real super viele Chancen nicht richtig zu Ende gespielt hat oder dann das Abschlusspech hatte, Neuer 3-4 gut gehalten hat. Ansonsten wäre der Bums schon vorher lange durch gewesen. Ja, so fair muss man sein. Und ja, dann hat man es einfach nicht verdient, im Finale zu stehen.
Aber Tuchel ist ja der richtige Trainer für den FC Bayern, ne? Mit dieser Taktik. Ja. Grandios, Leute. Unterschreibt alle die Petition, dass Tuchel doch bitte unser Trainer bleibt. Weil Tuchel und die Mannschaft sind so. Tuchel streicht die Stärken in unserer Mannschaft richtig raus, ne? Dem wir 90 Minuten super defensiv stehen. Grandios. Gut. Mehr habe ich heute nicht zu sagen, Leute. Ich bin maßlos enttäuscht. Nicht vom Ergebnis. Na klar, von dem Ergebnis, gerade wenn du dann 1:0 geführt hast, fick dich das erstmal vom Kopf her, ja. Weil man auch nicht das Gefühl hatte, dass Real heute irgendwie ein Tor schießen wird, ähnlich wie es Paris war gegen Dortmund. Man hatte das Gefühl, wir haben heute auch das Glück. Die deutschen Mannschaften haben einfach das Glück dieses Jahr in der Champions League. Und dann hat Manuel Neuer sich gedacht, ach nee, weißt du was? Eigentlich will ich da schon Urlaub haben. Komm. Natürlich Sarkasmus, Leute. Das hat der Manu natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber es ist bezeichnend, dass wir im Hinspiel durch 2 individuelle Fehler das Ding außer Hand geben. Es ist bezeichnend, dass wir im Rückspiel durch einen individuellen Fehler das Ding außer Hand geben. Und der Fehler war sowas von unnötig. Du hättest den Ball halt einfach zur Seite wegforsten können, Alter. Ja. Wenn du ihn nicht fängst, oder... Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Frag mich nicht. Müssen wir den Manu fragen, aber nochmal, am Ende des Tages war es einfach auch nicht verdient. Von der Art und Weise her, wie wir Fußball gespielt haben. Das ist meine Meinung. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nehmt's nicht so schwer. Ich weiß nicht, am Ende hätte das über so viel diese Saison hinweg getäuscht, haben wir gesehen durch ganz, ganz viele Fans, die meinen, Tuchel ist der richtige Trainer, der muss bleiben, weil die Ergebnisse in der Champions League gestimmt haben. Wir haben heute gesehen, was Tuchel Fußball ist. Und jeder, der den Anspruch hat, an den FC Bayern diesen Fußball zu sehen, dann weiß ich nicht, beschäftigt euch vielleicht mal mit dem FC Bayern, Alter. Ja. Wie gesagt, wir haben schon in Madrid oft gespielt, wir haben auch oft verloren, wir haben auch oft was gerissen, aber das waren immer Spiele auf Augenhöhe. Spiele, wo Feuer drin war, wo Ehrgeiz drin war, all das haben wir heute vermissen lassen. Das Spiel war nicht auf Augenhöhe. Ja. Gut, und von daher, meiner Meinung nach, verdient ausgeschieden. So traurig es ist, ich hätte mich natürlich gefreut, wären wir weitergekommen, aber es wäre natürlich völlig unverdient gewesen. Klar, sind wir uns auch einig, hätte morgen keine Sau mehr nachgefragt, wenn wir im Finale gestanden hätten, ja. Ja, aber sind wir halt nicht, ne? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bedanke mich für euren Support hier auf dem Kanal, auch wenn es gerade wild ist. Ich gucke mal, ob ich mir die PK gleich antue. Eigentlich werde ich dann da eher ohne Worte sitzen, aber wir schauen mal. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.